Bei Passengers geht es darum, dass ein Raumschiff Avalon von der Erde nach Homestead 2 geschickt wird. Das ist eigentlich so ein bisschen die zweite Heimat der Menschheit. Und dort sind 5000 Passagiere drauf und ein paar Crew-Dudes. Und die sind alle eigentlich im Tiefschlaf und alles ist auf Autopilot und das fräst dort durchs All durch und das 120 Jahre lang. Durch einen gewissen Zwischenfall wächst der Jim Preston dann aber 30 Jahre nach der Abreise, also 90 Jahre zu früh auf und ist Mutterseele allein auf dem Schiff und versucht irgendwie sich selber wieder in den Tiefschlaf zu versetzen und so. Und dann ist er dort. Und zu einem späteren Zeitpunkt wacht die Aurora auf und sie und er versuchen dann quasi gemeinsam sich selber irgendwie durch die ganze Sache durchzubringen. Puh, wo fange ich an bei Passengers? Also es ist einerseits schon mal schwierig für mich, um über den Film zu schwätzen, ohne zu spoilern. Darum werde ich ein Spoiler-Segment haben am Schluss. Und das Blöde ist an diesem Film, je mehr dass ich darüber nachdenke, desto weniger gut finden. Aber zuerst einmal zum Positiven. Wir wollen ja das Jahr 2017 positiv starten, nicht wahr? Was ich super cool gefunden habe bei Passengers, ist der ganze Style gewesen. Das Raumschiff sieht sehr stylisch aus. Alles drinnen ist cool. Das Konzept von dem Raumschiff ist sehr spannend, was sie alles dort drinnen gepflanzt haben und so und wie das soll funktionieren. Die ganze Reise, wie das geplant ist extrem spannend. Das habe ich wirklich mega cool gefunden. Zum Design habe ich eigentlich auch die Effekte cool gefunden. Es hat ein paar sehr coole, stylische Szenen dazu und die Effekte sind auch gut gemacht, das darf man durchaus sagen. Und eigentlich das ganze erste Drittel ungefähr vom Film habe ich wirklich gut gefunden. Das ist ein mega interessantes Setup für einen Film, der nachher dann halt nicht so super rausgekommen ist. Aber das erste Drittel habe ich wirklich mega gut gefunden. Und auch gut gefallen hat mir der Chris Pratt, der die Hauptrolle spielt, in dem Sinne der Jim Preston. Er ist wirklich gut. Was mir an ihm noch gut gefallen hat, ist seine Chemie mit der Jennifer Lawrence. Aber Jennifer Lawrence selber ist leider nicht so super. Sie sieht nicht immer gut aus und das meine ich jetzt nicht im optischen Sinn. Sie ist in der Story nur da, um gut auszusehen. Aber rein vom Spielen her habe ich auch nicht das Gefühl, sie ist wirklich so aufgegangen in dieser Rolle, hat er nicht wirklich können aufgehen. Aber die Chemie zwischen beiden war eigentlich gut gewesen. Und da wären wir auch schon bei den negativen Aspekten von Passengers und die sind leider sehr zahlreich. Einer davon ist zum Beispiel, dass es einen extrem inkonstanten Ton hat, sprich es ist eine mega inkonstante Stimmung. Der Film weiss nicht genau, in welches Genre das er hören will und versucht all Mögliche zu bedienen und das klappt einfach nicht, das vermischt sich nicht gut. Den Science-Fiction-Teil habe ich eigentlich cool gefunden, der war eigentlich gut gewesen. Dann der Drama-Romanzen-Teil ist ziemlich doof und auch relativ überflüssig gewesen. Und der ganze Survival-Aspekt ist völlig überspitzt für das, dass der Film sich sonst eigentlich so realistisch gibt. Im sonst sehr stimmigen Konzept hat es aber auch einen Haufen Löcher und gewisse so Storypunkte, die ich gefunden habe, wieso ist das im Film? Es ist teilweise einfach dumm. Was ich genau meine, das will ich nicht verraten, außer nachher im Spoiler-Teil, aber jetzt in dem Teil, es hat einfach ein Haufen dumme Sachen. Und in der letzten halben Stunde ungefähr überschlägt sich die dummen Sachen einfach nur noch. Ich kann nur noch mit den Augen rollen. Es war echt schlimm gewesen. Fast das Schlimmste am ganzen Film finde ich aber, dass er eigentlich eine sozial spannende Frage stellt, die aber nicht behandelt. Sie kommt zweimal schnell auf, aber dann ist wirklich sinnbildlich so, es kommt eine Figur in die Szenen rein und unterbricht das Ganze und findet, wir müssen viel coolere Sachen machen, als jetzt so eine blöde Frage beantworten, die eigentlich spannend wäre. Und das habe ich extrem schade gefunden, dass man einfach null auf das eingegangen ist. Passengers hat definitiv Stärken. Das Design habe ich cool gefunden und das ganze Konzept von dem Schiff ist cool und eigentlich bis zu gewissen Punkten auch gut durchgedacht. Der Chris Pratt habe ich gut gefunden, seine Chemie mit der Jennifer Lawrence hat gestimmt und allgemein das erste Drittel ungefähr vom Film habe ich echt gut gefunden. Nachdem geht der Film aber wirklich einfach auseinander. Er weiss nicht, in welches Genre das er will. Er hat völlig inkonstante Stimmung und einen inkonstanten Ton und er hat eine absolut wirklich katastrophale Endhalbstunde, die völlig
überspitzt und überdramatisiert ist. Das ist echt wirklich, wirklich schlimm gewesen. Ich kann Passengers einfach nicht wirklich empfehlen. Es hat zu viele dumme Sachen und zu viele schlechte Sachen für die paar guten Sachen, die darin vorkommen. Aber wenn du Freude daran hast, zu einem Film zuzuschauen, wie er einfach auseinandergeht, dann ist Passengers dein Film. So, und jetzt gehe ich noch schnell auf ein paar Spoiler ein. Also wenn du den Film noch nicht gesehen hast, dann würde ich das Video vielleicht jetzt abstellen und wiederkommen, wenn du den Film gesehen hast. Wenn es dir egal ist, willkommen! Und ja, also zuerst möchte ich mal schnell eingehen auf die ganzen Genres, die der Film bedient. Eben, im ersten Drittel ist es eigentlich ein Science-Fiction-Film, so ein bisschen Robinson Crusoe auf so einem Raumschiff, und das ist mega spannend, weil du auch ihn siehst, dass er eigentlich ein gescheiter Sieg ist und einen Haufen Sachen probiert und wenn er sich auch so gehen lässt und so. Das habe ich echt cool gefunden. Nachher kommt der Mittelteil, wo einfach eine Romanze ist und nachher in so ein Drama abdriftet, wo aber nichts irgendwie zur Story beiträgt am Schluss, einfach doof ist. Aber das Ende, leck du mir, das ist so schlimm gewesen. Die oh shit Moment haben sich wortwörtlich überschlagen am Schluss. Zuerst so, ja, oh, wir haben da den überhitzten Reaktor, den müssen wir jetzt irgendwie abstellen, geht nicht, scheiße, oh, musst manuell, zing, oh, manuell geht nicht, scheiße, oh, ich muss raus, um das aufzuhalten, dann geht er raus, oh, ich muss das Tor da aufmachen, oh, scheiße, es bleibt zu, und es geht wieder zu, und oh shit, ich kann es ja manuell aufmachen, ich bin ja ein gescheiter Mensch, dann macht er es auf, und oh, es geht wieder zu, wenn ich nicht da bleibe, ich muss da bleiben. Und dann bleibt er natürlich heldenhaft stehen und dann spickt sie ihn weg und dann, oh, ich kann mich noch vor dem Düsenteil retten, und dann kommt sie raus, obwohl sie nur Journalistin ist und keinen Plan hat, wie das Zeug funktioniert. Und, oh nein, die Leine hinten dran ist zu kurz und nachher, oh, seine Leine wabbelt da vor mich an und oh, ich kann ihn doch noch retten und oh mein Gott. Und es hat echt ein paar so dumme hure Plotlöcher, ich kann mir nur an den Kopf langen. Zum Beispiel, es hat keinen einzigen fucking Assistenzroboter, der etwas anderes kann als servieren. Wirklich? Wieso funktionieren die Servierroboter? Und wieso hat es einen verkackten huren Barkeeper, der 90 Jahre zu früh überhaupt läuft? Sie können, also natürlich, es ist eine coole Figur, das habe ich eigentlich noch glatt gefunden, aber es macht null Sinn. Dann stehen sie einmal so total romantisch dort auf dem Aussichtsdeck und dann kommt die Ansage, ja, jetzt kann man aufs Aussichtsdeck und dort schauen, wie da die coole Sonne da ist. Wieso wird das angekündigt, 90 Jahre bevor alle aufwachen? Es macht absolut keinen Sinn und es hat so viele so Momente. Ja, das ist mal ein grossartiger Start ins Jahr 2017. Ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.